Endlich kommen der Charlie und der Bär zurück und legen für jedes ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Sodeli, da wären's. Jetzt darf jedes der Reihe nach sein Geschenk auftun. Am besten gehen wir der Grösse nach. Beim kleinsten Tier fangen wir an. Wer hätte als erstes ein Geschenk auftun? Der Regenwurm. In seinem Päckchen ein Schneckenhaus. Toll, das hat er sich schon so lange gewünscht, ein eigenes Haus. Dann kommt der Tausendfüssler an die Reihe. Er bekommt für jeden Fuss eine Socke. Die Müsli ein Zahnbürstchen, damit ihre Nagezähnchen gesund bleiben. Die Elstern einen glänzigen Rucksack mit Düsenantrieb. Die Eichhörnchen haben einen Nussknacker bekommen. Das kleine Häsli ein T-Shirt, wo drauf steht «Ich habe keine Angst vor Mäusen». Die Hasenmama ein nigelnagelneues Kuchenblech ohne Bühle. Das Reh ein Gumpiseili, weil es doch immer so gern gumpen. Der Maulwurf Max eine Tunnelbohrmaschine, damit er beim Graben noch besser vorwärts kommt. Und der Bär ein weiches Küssi für seinen langen Winterschlaf. Und der Wolf? Oh je, für den hat der Charlie ja gar nicht parat. Aber wie immer hat der Charlie dafür eine prima Idee. Die bespricht er noch kurz mit den anderen. Und dann sagt er: Wolf, dieses Geschenk ist unser Versprechen, dass wir von jetzt an jedes Jahr in deinem Revier mit dir möchten unsere Waldweihnacht feiern. Und zudem darfst du dir immer ein Lied wünschen, das dir besonders gut gefällt. Der Wolf strahlt und heult vor Freude. Wow! Danke vielmals! Das ist so toll! Aber Charlie, du hast ja noch kein Geschenk. Tatsächlich, an das hat gar niemand gedacht, ausser der Wolf. Und der sagt ganz stolz: Ich habe für dich etwas. Warte, ich hole es in meiner Höhle. Und was überkommt der Charlie? Kaugummi! Aber wieso weißt du, dass ich fürs Leben gerne Kaugummi habe? Hast du mich etwa ab und zu heimlich beobachtet? Der Wolf sagt nichts. Er zwinkert nur mit dem einen Auge und lacht. Und dann singen alle miteinander noch im Wolf sein liebstes Weihnachtslied. Und das gefällt auch im Charlie gut.